Wann in der Teil so überflitt, ja, dann seht ihr sich Strom machen, du heben, das ist eine gute Idee. Und selber auch nach genetisch Strom verbrauchen, den ihr selber möchtet, als ihr rein besser. Idee von dir, wo du ja seid nicht alles in der Reihe, es klingt gut. Mir ist es wirklich so einfach, wie wir es gesagt kriegen. Wenn wir nämlich 100 Rido gucken, da sehen wir, dass es nicht so einfach ist. Wie habe ich viel gedrohen? Es geht um erneuerbare Energie, aber besonders den erneuerbaren Strom. Und da sind wir schon bei dem absurden CO2-Gesetz, das hier im Dezember gestimmt ist, wo Ziel ist für 2030 eine Reduktion von 55% von den CO2-Gasen zu erreichen. Eine komplett irrealistische Idee, eine reine Ideologie ohne irgendein wissenschaftliches Fundament. Das geht fehlen. An 10 Jahren als ganz Wirtschaft der Lebensweise auf den Kopf zu drehen, an einem Land, wo die Bau von einem schnellen Tram von ein paar Kilometer 15 Jahre dauert, mindestens. Die Energiepolitik von der Regierung ist realitätsfrei. Und ich wiederhole klar und deutlich, weil ich schon gesagt habe, die erreichen monetarischen 127,5% werden erreichen, die wird gilt noch immer. Die realistischen Ziele sind nicht mehr möglich, wenn wir eine große Krise kriegen, die wir pro Jahr von unserem Bruttosozialprodukt raufgeht, wenn wir eine Rezession haben, industriellen, wirtschaftlichen Aufschwung, dann ist es möglich, sonst nicht. Der Präsident Ziel vom Gesetz ist es, wie gesagt, schon die erneuerbare Energie zu fördern, so steht im Rapport. Lützeburg will auf 25% erneuerbare Energie kommen bis 2030. Gucken wir uns da mal genau an. Lützeburg verbraucht pro Jahr rund 50 Terawattstunden Energie. Von diesem Gesamtenergieverbrauch fällt just 13% auf den Strom. Die anderen 87% sind dann Industrie, Transport, Hitze und so weiter. Von denen 6,5 Terawattstunden Strom geht die meiste von Industrie an professionellen Klienten gebraucht. Und da bleiben noch ganzer 14% vom Gesamtstromverbrauch hier am Land für die Städte oder wie in Hause sieht, für die Menage. Also die Städte verbrauchen nur 14% vom Strom. Wenn also einer könnt, seht, wir bauen große Wandanlagen für als Energieversorgung, dann ist das ganz weit hier geholt. Weil in der Realität ist es just extrem wenig. Ein Beispiel. Jeder am Westen wird mittlerweile die riesig industriellen Wandanlagen Rehbirch bei Kola gesehen, 200 Meter hoch, 2 so Anlagen. Da wird da gesagt, eine Wandanlage versorgt rund 1700 Städte mit Strom. Und da muss ich einfach mal direkt anwenden, dass eine Wandanlage just das Strom liefert, wenn noch Wand ist. Und das ist ganz lang nicht. Insgesamt wird in Deutschland ob manst rund 40% von der Zeit am Jahr die sogenannten Windflauten. Und der Zeit produziert Wandanlage ganz genau null Strom, null. Ich komme nach darüber zurück. Das ist das Problem von der Volatilität, an den wir auch bei der Solarenergie. Also, wir kriegen so eine riesige industrielle Wandanlage, wie die an der Gemeinde Garnisch. Ich will auch nicht wissen, wie viel Energiekonstruktion kostet. Ich werde mir da mal gucken. Die bringt also Strom für 1700 Städte. Die Städte machen 14% vom Gesamtstromverbrauch aus. Und der Gesamtstromverbrauch mischt 13% von unserem ganzen Energieverbrauch aus. Als riesige Wandanlage mischt also ungefähr 0,01% von unserem Energieverbrauch aus. 0,01%. Für auf 100% zu kommen, was ja für verschiedene Ziele ist, müssen wir also mit 10.000 multiplizieren. Und das geht ja sowieso noch nicht durch, weil wenn keine Wand ist, da produzieren sie alle guten 0. 10.000 mal 0 ist noch immer 0. Und trotzdem wird noch immer der fiktive Vergleichswert benutzt für Strom, für so und so viel Städte oder so und so viele Personen. Das ist gedurcht für eine Minimalquantität, groß wirkungslos, und das ist eine bewusste Täuschung. Am Rapport wird dann noch mal der Täuschung geschafft, weil da steht, la production d'électricité à partir du solaire photovoltaïque couvre les besoins de 100 000 personnes. Das ist im Moment anscheinend der Fall. Das ist aber falsch, weil erstens Solarenergie ist volatil, liefert just ein paar Stunden den Tag, wenn überhaupt, und am Winter ganz wenig. Zweitens, 100.000 Leute brauchen in Wirklichkeit viel mehr Strom, zum Beispiel auf der Arbeit oder für die Dienstleistungen, die sie an Anspruch holen. Und nicht nur den Strom, den sie daheim gebrauchen.
Und drittens, die Photovoltaik mischt 0,3% von unserem Gesamtenergieverbrauch aus, also quasi nicht. Wie wenn ihr natürlich seht, 100.000 Leute kriegen Strom über Solaranlagen, das klingt gut, mit das falsch. Zuelle so, nur die letzten 12 vom ILR hat Wandenergie mit 0,28 Terawattstunden einen Undeel von einem halben Prozent Endenergieverbrauch. Zusammen mit der Photovoltaik kommen wir dann auf 0,8%. Wie kommen wir da auf die 11%, wo wir ja so in die Mobile erreicht tun, erneuerbare Energie, die am Rapport steht? Du könnt dabei Biomasse und Biotreibstoff ganz viel. Und ich meine Biotreibstoff, da brauche ich ja nicht viel zu sagen, dass das auch mit ganz vielen Umweltproblemen verbunden ist. Wie die 11% klingen gut und Leute, die kriegen das nicht so richtig mit, da mengen sie das für dann Sonne, die als die bringen, und dabei ist das auch nicht vor. Der größte Teil von unserer Energie und noch von unserem Strom kommt wie gewusst aus dem Ausland. Erinnere man in dem Kontext auch heute daran, dass aktuell 10% von unserem Strom aus Atomkraft stammt, das ist die Realität. Und ich bin mal gespannt, von wo Google zu bieten, die wird ja ganz viel Strom verbrauchen, von wo die ihre Strom werden kriegen. Herr Präsident, Wandenergie und Solarenergie sind extrem volatil, produzieren Leistungsschwankungen. Es kann ihnen zwar eigenen Strom herstellen, aber nicht ein Teil, also nicht ein Teil von der Zeit. Besonders am Winter, wo keine Wand ist, aber viel Strom verbraucht wird, kann es wenigstens an erneuerbare Energie zu Engpässen kommen an der Stromversorgung. Das ist die sogenannten kalte Dunkelflaute auf Deutsch. Auch Solarzellen am Süden von Europa produzieren am Winter wenig. Und nur auf den Küsten bläst dachs keine Wand. Das mengt den zwar so, also das war nicht, sodass auch Offshore-Wandanlagen nicht Lösungen sind, die als versprochen geben. Da kennt ihr Menge mit einem breiten Stromnetz durch ganz Europa müssen zu klappen, weil irgendwo ja aber immer Wand bläst oder sonst. Dem ist auch nicht so. Die Wand bläst eben nicht immer irgendwo, wen intuitiv vielleicht geht Menge. Mir geht von den großen Federsystemen über Europa beeinflusst. Das heißt, dass wenn zu Lützeburg keine Wand ist, dann ist gut gerne in ganz Europa kein oder wenig. Und das führt zum Problem, dass man eine Backup haben, für die volatile Energie auszugleichen, falls sie nicht da ist. Und die Backup müssen dann die klassischen Kraftwerke sein. Speichermöglichkeiten für eine längere Zeit von der Politik gibt es keine. So große Batterien sind noch keine erfunden. Und noch sonst ist keine Lösung parat. Es gibt keine. Ich habe aber für den Wohn gesprungen, no Motto, es wird irgendwie klappen. Und das beweist, dass ideologisch, das nicht wissenschaftlich. Und da kommen wir dazu, was in Deutschland rauskommt, diesen Weekend Sonden, da ist die Welt am Sonntag, die wird getitelt, Wirtschaftsministerium plant Zwangsladepausen für Elektroautos. Konkret. Ein Gesetz soll ermöglichen, für am Fall, wo nicht genug Strom am Reso ist, Ladestationen für Elektroautos großflächig auszuschalten. Für was? Durch die ungezielten Energiewende wackelt Stromversorgung. Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke, die eine sicher und noch ein preiswert Stromversorgung garantieren, gehen aufgeschaltet und durch volatil erneuerbare Energie ersetzt. Gleichzeitig aber soll immer mehr Strom produziert gehen bei Autos, die müssen benutzt gehen, dann Elektroautos und noch bei den elektrischen Heizungen, die da sollen kommen. Den Herr Altmaier ist aber direkt zurückgerudert, auf Druck von der Autosindustrie, die Angst hat mit dem Elektroauto. Mit dem Problem mit der Versorgung vom Strom bleibt aber. Klein verdeelte Anlagen für erneuerbare Energie können nicht dieselbe Versorgungssicherheit bieten wie große Kraftwerke. Und dann kommen wir an den Bereich von den intelligenten Stromnetzen. Intelligent heißt eigentlich in Fine etwas ausgleichen, was nicht viel da ist oder was gut nicht da ist. Den Fall an Deutschland weist, dass sie damit rechnen, dass in der Zukunft Stromversorgung teilweise nicht mehr kann garantiert gehen. Und das durch die Energiewende, also massiv im Klammen auf Wand aus Solarenergie. Und dafür machen sie sich Gedanken, für den Strom auf verschiedenen Plätzen zeitweise aufzuschalten. Aber wenn man das weiterdenken, wenn ich gesehen wie radikal verschiedene Aktivisten dabei sind, da freue ich mich, ob in Zukunft nicht der Stromverbrauch rationiert wird gehen, und dann wird just eine gewisse Quantität zu gut. Herr Präsident, ich komme zum Schluss.
Und ich muss aber so bisschen wie konziliant. Ich fand doch sympathisch für eigenen Strom Dach vom Haus zu produzieren. Aber wir sollten die Leute nicht bestrafen und auch nicht extra taxieren. Einen gewissen raisonablen Undeel und so Energiequellen als zu begrüßen. Aber kommt, wir bleiben realistisch. Es bleiben Peanuts an unserem Gesamtenergieverbrauch. Und für all die Solaranlagen an Wandanlagen brauchen wir ein Backup, falls kein Sonne und kein Wand ist. Am großen Ganzen bleibt die aktuelle Energiepolitik unrealistisch, unwissenschaftlich und sogar gefährlich für als Stromversorgung. Aber am konkreten, detaillierten Fall ist das Gesetz für die Leute, die ihren eigenen Strom wollen produzieren, eine Feinsache. Und wir als ADR wollen sie auch unterstützen. Das ist eine punktuelle Verbesserung für die Leute, die von Lehrer nach haben. Und du weinst, werde mich schlussendlich, trotz der Kritiken im großen Ganzen von der Politik, bei diesem Detail, das das Gesetz durchstellt, schlussendlich dafür stimmen. Merci. Merci vielmals, Herr Fred Kolb.